gestehen, dass ich da belästige, muss man das aufnehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Dankeschön, danke. der heutige Tag dass ich da ist beenge. ein ganz besonderer Tag. Den heutigen Tag werden die Parlamentspolitiker nie vergessen. Denn heute sind wir unabhängig vom Alter, unabhängig von unserem Geschlecht, unabhängig von unserer Herkunft, zu Tausenden auf die Straße gegangen. Heute haben wir diesen Nadelstreifträgern im Parlament unsere Antwort gegeben auf ihre Angriffe, auf ihre Arroganz, auf ihren EU-Reformvertrag, nämlich nicht mit uns! 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 Diese feinen Damen und Herren da drinnen im Gebäude hinter mir, diese feinen Damen und Herren halten sich für so unglaublich raffiniert. Sie glauben, dass wir den EU-Vertrag schlucken, wenn er im kompliziertesten Juristendeutsch geschrieben ist. Der belgische Außenminister Herr Röde de Gucht hat sogar offen zugegeben, es sei ein Erfolg, dass der EU-Vertrag unverständlich ist. Welche Arroganz steckt dahinter? Welche Hochnäsigkeit? Wie die Motten auf das Licht sollen wir auf ihre Worte reinfallen. Der EU-Reformvertrag spricht ständig von den Werten der EU. Was sind aber die Werte der EU in Wirklichkeit? Ein gutes Beispiel, ein lebendes Beispiel für diese Werte ist der Vorfall mit der lettischen Firma Laval. Diese hat ihren Arbeitern in Schweden unter dem Kollektivvertragsniveau Löhne ausgezahlt. Die Gewerkschaft hat vor dem EU-Gerichtshof geklagt dagegen. Und das Ergebnis war, die EU hat der Firma Recht gegeben und die Gewerkschaft hat es mit dieser einzigen Klage belassen. Das heißt, nicht genug, dass uns der EU-Reformvertrag reingedrückt werden soll. Nicht genug, auf die Gewerkschaften ist zu alledem auch nicht Verlass. Die Gewerkschaftsbosse fahren in ihren dicken Schlitten und kümmern sich nicht um uns. Das sind nämlich die wahren Werte der EU. Zerschlagung unseres Widerstandes, das sind die wahren Werte der EU. Profitgier und Machtausbau, das sind die Werte der EU. Und genau das soll der Reformvertrag durchdrücken. Hinzu kommt nicht nur diese arroganten Politiker der SPÖ, der ÖVP und der Grünen, die versuchen, uns Militarisierung reinzudrücken, die versuchen, uns Sozialabbau reinzudrücken mit dem EU-Reformvertrag. Nicht nur mit diesen Politikern haben wir zu kämpfen. Gleichzeitig versuchen rechte Hetzer, allen voran die FPÖ, sich zu profilieren auf unserem Widerstand. Dabei hat die FPÖ
für die EU-Verfassung gestimmt. Herr Strache, halten Sie uns wirklich für so dumm und leichtgläubig? Die FPÖ ist nur so lange gegen den Reformvertrag. Nur so lange gegen den Reformvertrag, als die Opposition. Doch heute, schaut euch um, heute waren wir zu Tausenden auf der Straße, Migranten und Österreicher, und haben gemeinsam für eine Volksabstimmung gekämpft. Heute haben wir gezeigt, was wir von der rassistischen Hetze der FPÖ halten. Es darf nicht bei der Demonstration heute bleiben. Es darf nicht bei heute bleiben. Am Dienstag, den 8. April, einen Tag vor der Abstimmung im Parlament, sind wir wieder auf der Straße und protestieren. Dienstag, 8. April, 17 Uhr am Stephansplatz, sagen wir wieder, nicht mit uns, nein zum EU-Reformvertrag, für eine Volksabstimmung. Denn wir sind es, die einen Widerstand aufbauen. Wir sind es, die einen Widerstand organisieren müssen. Wir sind es, die protestieren. Protest, Streik, bis hin zum Generalstreik. Auf diese Art und Weise